einmal in dein Leben, hast du vielleicht auch mal eine Reise gespeckt, oder was? Wenn du eine Reise ausnehmen, dann hast du in Spätchen angekommen. Aber wenn du viel mit Reise zu tun hast, ist das bestimmt passiert. So, hast du mal überlegt, dann, wenn ich mal irgendwann ein Reisespätchen in der Hand gehabt habe, komme ich zu der Entscheidung, niemals mehr, wo ich eine Reise schenke oder eine Reise anfutte, wenn es alle Reisen sind schlecht im Leben. Ich will nicht von Reisen weiter, wenn ich einmal ein Spätchen gehabt habe, von dann an, wo ich niemals mehr was mit Reisen zu tun habe, ich will nicht mal anchecken. Da würde eine Dummheit sein. Manche Menschen kommen ab die Schlussfolgerungen im Bereich von ihren Träumen. Ich hatte mal einen Traum und der hat nicht funktioniert, so ich will niemals mehr träumen. Ich will alle Träume abgeben, wenn es das halt nicht träumen. Wenn ich eins wo ein Problem gehabt habe, dann will ich alles immer noch die Probleme bewerten. Oder anders, wenn man früh ein Problem gehabt hat mit einem Mann, alle Männer sind schlecht. Alle Männer auf der Welt sind schlecht, wenn sie mit einem Mann Trouble gehabt haben oder mit zwei. Oder die Männer sagen, alle Frauen sind einfach so da. Der hat eine schlechte Erfahrung, alle Frauen sind schlecht. Das hat nicht, wenn wir den Weg sein. In einem anderen Bereich, wo wir dort nicht wurden, den Weg stellen, ich muss fair, dass beim Footballspieler, und der Footballspieler, den beste Spieler, was du herancheckst, der dann mit dem Ball bei dem Ark und der Schritt wieder bezieht, und dann geht der Rüte der Kantscher. Wenn ich sie nicht bereit, den Ball frisch zu holen, wenn ich einmal Eberscheiter der bezieht, sie ich nicht bereit, wieder zu stellen. Wenn ich nicht 100% erregt, was ich will, dann will ich nicht wieder tun. Wenn ihr sagt, dann ist einmal nicht funktioniert, ich will nicht wieder merken. So viele Menschen sind im Bereich von ihrem Traum. Ich hatte einen Traum, das hat nicht funktioniert, das hat mir gespeckt, so will ich einfach abgeben. Ich habe mit meiner Frau versucht zu reden, das schafft nicht, ich gebe einfach mit der Frau nicht zu reden. Ich habe mit meinem Mann einmal versucht zu reden, das geht nicht, ich will abgeben, wenn es das hat mir einmal gespeckt und ich lasse mich niemals mehr specken, deswegen ich will nicht mal die positive Sache sein im Leben, wenn ich habe ein Specker gehabt im Leben. Ich will mein ganzes Leben einfach ab Speckers abbauen und einfach immer das Negative sein. Die Bibel sagt uns in Lukas Kapitel 9, Vers 62, Jesus übersieht wer seine Hand am Pluch legt und die checkt immer noch eine Hänge, ist nicht reut im Gottesreich wieder Bühe. Am Gottesreich der Bühe, der braucht Menschen, die nicht immer so eine Hänge checken. Der braucht Menschen, die eine Fähre checken. Nicht immer, ich habe einmal im Leben, was wohl sagen, in der Öffentlichkeit, und die haben gelacht, und ich will niemals mehr prüfen. Ich habe einmal den Ball beim Arco gebraucht, und ich will niemals mehr prüfen. Ich habe einmal meine Reise gespeckt, und ich will niemals mehr prüfen. Ich will eine Vergangenheit geben. Ich habe einmal versucht, eine Sache zu reden, und das hat nicht funktioniert, und deswegen will ich niemals mehr. Ich sehe einen Menschen, ich will immer eine Vergangenheit geben, ich bin nicht bereit, meine Träume wieder zu tun. Was die Bibel hier sagt, wenn es dort im Bluch, das ist schön für die Bibel, aber das hat nichts mit mir zu tun. Ich habe ein anderes Gefühl, und ich habe andere Gedanken, dass es mir kriegen tun, was die Bibel immer sagt. Oder sage, nee, hörst mal. Die Bibel sagt, dass ich das soll trotzdem wieder tun, und ich will wieder kämpfen. Im Leben gibt das Problem, das gibt kein Projekt, wenn ich Probleme habe. Bist du bereit, diese Probleme trotzdem wieder zu schmieden, eine Oase zu bilden? Es ist wichtig, dass du einfach wieder kämpfen, ob du auch Probleme hast.